Digga, der kriegt. Was ist das? Bobo durch Cutter von Letzugo. Und Vor Banani. so circa 12 Jahren habe ich meine Leidenschaft für Videos entdeckt. Damals habe ich noch mit ein paar Homies Kurzfilme mit dem Camcorder von meinem Dad gedreht Wollen wir das schauen? und diese dann anschließend mit Windows Movie Maker bearbeitet. Dass mich das Aber finde ich krass, dass er ein Video macht und so richtig stolz ist. So wurde ich der Cutter von Let's Hugo. Der meistgehassteste Wichser auf ganz. irgendwann hier hinbringen würde, So wurde ich zum Fellow. kannte zu dem Zeitpunkt keiner. Ein paar Jahre vergingen, ich erstellte meinen ersten YouTube-Kanal mit einem Homie und wir haben den ganzen Banani wird hier bald von Kevin weggekauft. Digga, wenn Kevin das durchzieht, dann bin ich wirklich sauer auf Kevin. Real Talk. Schwachsinn von Der kann mir nicht. Nach jahrelanger Suche habe ich einen Cutter gefunden, der kann mir den nicht wegnehmen. Real Talk. Oder wenn er das macht, ich schwöre euch, so wahr ich hier sitze, ich meine das nicht aus Joke, ich habe ein persönliches Problem damit, Kevin. Das kann er nicht machen. Er weiß ganz genau, wie ich gelitten habe, als ich keinen Cutter hatte. Er weiß ganz genau. damals dort hochgeladen. Darauf folgte dann Channel für Channel mit verschiedenen Inhalten. Irgendwann folgte selbstverständlich auch der eigene Minecraft-Kanal. So Leute, willkommen hier zurück zu World of Minecraft. Und 2018 folgte dann die Gründung von diesem Channel hier. Damals noch unter einem anderen Namen mit einem anderen Content. Die ersten größeren Banani, totes Video, ja, ich sehe schon. haben dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Irgendwann reagierte dann ein Firegolden auf meine Videos, was mir wirklich für damalige Verhältnisse einen unglaublichen Push gegeben hat. Ja, Banani, Bruder, ich Sag es liebe doch dich. wenigstens am Anfang vom Video. Dann Ich abonniere dich einfach jetzt auf meinem das waren meine Tipps. Feiergut-Kanal. Und generell wurden Bro, hast du so Knuspertoast-mäßige Videos gemacht? What the freak? so viele Leute auf mich aufmerksam. Und ich war vom einen Ja, auf den Bro, anderen Tag echt? zum ersten Mal irgendwie ein Begriff für Menschen. Der Hype war allerdings von kurzer Dauer, da ich irgendwann immer weniger Content gebracht habe. Aber bei mir ist der Hype auch von weniger Dauer, aber mit dem Plot-Twist, dass ich trotzdem noch was mache, aber irgendwie funktioniert es irgendwie nicht. Haha. Falls dann aber mal was kam, waren immer Digga, es hat eine Nachricht mich wegen Schweißtour hat mich richtig gebrochen, Digga. Bro, ich weiß und so, aber Bruder, sag doch nicht. Sag doch nicht, ich behalte es einfach für dich. Ich hab eine Insta-Story gemacht. Ja, okay, man sieht sie nicht mehr. Ich hatte eine Insta-Story von den Stats. Von den Stats, von der Schweiz-Tour. Genau, ich nochmal zeigen. Hier. So, das waren die Stats. Digga, und das Einzige, was er schreibt, also ich meinte so, jo, danke an jeden, der zugeschaut hat, ich hoffe, es hat euch gefallen, bla bla bla. Er schreibt drunter, 7K Peak ist aber für so ein Projekt jetzt nicht so, also irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie genau er es gesagt hat, auf jeden Fall meinte er, dass 7K für Peak Viewer für so ein Projekt nicht crazy ist. Und er hat recht. Er hat recht, aber er hätte es doch einfach für sich behalten können. Er hätte es doch einfach für sich behalten können, bitte. Also er hat recht. Aber Bro, behalt doch für dich. Ihr wisst nicht, was ihr mit mir macht. Hätte safe mehr Aufmerksamkeit verdient. Ja, aber 7K echte Viewer, keine Bots. Ja, ja, klar, aber also ich check, was er meint. Also, sagen wir es mal so. Hätte ein Old Hugo hätte die doppelte Zuschauerzahl. Also ein Hugo 2023. Hätte ich da die Schweiz zugemacht, ne, ihr checkt. Er hat schon recht, so. Aber momentan, ich finde Twitch momentan eh komisch. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich schuld bin. Ich weiß nicht, ob die Viewer einfach schuld sind. Ich weiß nicht, wer daran schuld ist. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Sommerzeit? Nein, es ist nicht Sommerzeit. Es ist, ich weiß nicht. Sommerloch? Nein, es ist nicht so. Ich sag, Sommerloch ist einfach nur eine billige Ausrede. Ich sag, Sommerloch ist es nicht. Ich glaube, entweder Twitch oder Leute wollen mich einfach nicht mehr schauen oder keine Ahnung. Aber, weil, guck mal, Leute schauen halt. Ich weiß es nicht, Digga. Keine Ahnung. Aber, also, ich bin mir auch sehr sicher, dass es auch größtenteils sogar Leute gibt, die mich einfach nicht mehr gerne schauen. Glaube ich. Ich glaube, es ist eher das. Ich glaube, es hat auch viel zu tun mit den ganzen Scheiß da, ne, der schon geklärt ist. Der Kuchen-TV, die ganzen Atzen da, die Videos machen und Leute denken irgendwie, ich wäre der größte Hurensohn, was überhaupt nicht stimmt.
Ich glaube, deswegen ist auch das auch, hat auch ein Ding, das hat richtig Impact gehabt bei mir. Guck dir vor einfach nur Klick geil. Ja, Bruder, der hat in seinem Video gesagt, dass er auch nur die Klicks haben will mit dem Thema. Digga, Bros machen ein Video von dem Thema, was letztes Jahr war. Letztes Jahr, schon längst geklärt, wieder geklärt jetzt. Okay? Wieder geklärt. Und Leute denken halt, das ist immer noch so. Also sie machen einfach Videos von Thema, was letztes Jahr ist. Ich habe alles eingesehen, alles geklärt. Und Leute denken, es ist immer noch so. Weil die Leute halt die Videos dieses Jahr hochladen. So Danke, muss ich einfach mal sagen, mein Bester. Ey, Miku, danke Resub im 13. Dankeschön. So, also wir waren gerade noch im Video, so wurde ich der Cutter von Let's Hugo. Das ist jetzt mein Cutter und der hat eine Geschichte gemacht und wir gucken uns das kurz einfach an. So Mädels, die das hier sehen und seitdem noch aktiv sind, wirklich danke, Mann. Ich weiß zwar nicht, warum ihr hier noch seid, aber Retalk, danke. Oder ich glaube, es gibt keinen einzigen von meinen 2016er Viewer, die jetzt noch zuschauen. Kein einziger. Einen großen Teil zu diesem Weg hier beigetragen. Ich wurde also immer inaktiver, habe irgendwann gar nichts mehr in diese Videos. Also es gibt zwei, Billy, Chili und Joel FNA 1, aber das sind keine Viewer. Ich kenne die ja. Richtung gemacht. Aber die sind da dazugekommen. Und hab's irgendwie aus den Augen verloren. Ich war an einem Tag so... Stefan nicht. Stefan kam 2019. Kurz davor, das alles einfach zu löschen und hinter mir zu lassen. 2021 bin ich dann wieder zurückgekommen und habe hier und da mal was hochgeladen. Ein Jahr später habe ich mein Abi auf Biegen und Brechen irgendwie hinbekommen, hatte aber wirklich keine Aussichten auf irgendwas. Ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie immer das Gefühl, es jedem recht machen zu müssen und in den Augen von anderen immer alles richtig machen zu müssen. Sei es in den Augen von meiner Familie oder zu dem Zeitpunkt auch in den Augen von meiner damaligen Freundin. Wirklich das zu tun, was mir mein Herz sagt und was wirklich meine Leidenschaft ist, kam für mich irgendwie nie so richtig in Frage. Also habe ich mich zu... Hugo, seit wann ist Loic? Bruder, Loic kenne ich seit ich, keine Ahnung, 8 bin oder so. Ich kenne den in Real Life. Zu dem Zeitpunkt für ein FSJ in der Kita entschieden, was rückblickend auch eine super Zeit war. Ich habe dort wirklich tolle Menschen kennenlernen dürfen, mit denen ich bis heute teilweise noch Kontakt habe. Und ich habe dort auf jeden Fall so viele Dinge mitgenommen. Anfang 2023 ging es dann allerdings bei mir drunter und drüber. Ich war mit meiner aktuellen Lebenssituation komplett unzufrieden und hatte das Gefühl, alles auf links drehen zu müssen. Ich habe mich im Zuge dessen auch von meiner damaligen Freundin getrennt. Hey, das habe ich dieses Jahr. Nur um mir danach monatelang die Frage zu stellen, ob das alles richtig war. Manche kennen das Gefühl, wenn auf einmal ein Teil von deinem Leben fehlt, der 3 Jahre davor immer da war. Ausbildungstechnisch habe ich mich für das Erstbeste entschieden, was außer das mit der irgendwie in Freundin Frage kam, aber wurde von Tag zu Tag... Ich habe mich nicht von Vivi getrennt, keine Sorge. unglücklicher. Ich fiel irgendwie immer weiter in ein Loch, wo es sich so anfühlte, als würde ich immer mehr den Anschluss zu mir selbst verlieren. Und als würde mich jeder... Ich habe gerade so eine krasse Idee bekommen. Gerade. Warte, ich muss mir die aufschreiben. Warte. Okay. Entscheidung, die ich treffe, mich nur noch mehr von mir selbst wegtreiben lassen. Kurze Zeit verging. Nein, ich sag nicht, das muss random kommen. Kann sein, das kommt nach meinem Urlaub. Ich bin am 3. August, by the way, eine Woche im Urlaub. Viele weitere Dinge passiert, die mich immer wieder auf den Boden schlugen und ich wusste, dass ich so kaputt gehen würde, wenn ich nicht irgendwas ändern würde. Als dann irgendwann diese Stegi- und die Lara-Thematik kam und ich aus reiner Lange... Okay, Retalk, ich muss aber sagen, hat Banani gut gemacht, weil von da kenne ich den. Banani redet richtig emotional und das erste, was du sagst, ist, dass du eine Content-Idee hast. Weile und Ablenkung den ersten Song für die beiden gemacht habe, konnte keiner ahnen, dass das mein Sprungbrett sein würde. Die beiden ich muss mir den Song kurz nochmal anhören. Banani, die Lara Stegi. Katastrophe, dass du mich davon kennst. Bruder Danergy hat wieder einen Song gemacht. War okay. Aber geht definitiv besser. Probieren wir doch einfach mal aus. Ja, schön, von Banani sitzt in seinem Zimmer. 2023 voller Scheiße Jahr für ihn. Er will so alles ändern, Digga. Droppt aber Banani Erinnerung. Crow inspired für Stegi. Denn was sie
dir zu sagen hat, ist gerade bisschen wichtiger. Ich stehe, gehst am Zittern, weil das immer noch nicht glauben kann. Viewerzahlen zu 1000 da, 100k in einer nach. Also glaub mir, wenn ich sage, sie ist ne Mörderbraut. Rappen kann sie wie im Traum und sieht dabei auch noch gut aus. One thing about me, fuck ein Auto seit 4 Jahren. Aber wenn ich eines kann, dann euch beide schippen, ja. Fragst du sicher, was wohl hinter dieser Maske ist? 100 Kilo Standgewicht, ein Mann so wie man ihn sich wünscht. Braungebrannte Männerarme, guter Duft von Versace. Hör gut zu, was ich dir sage, 10 von 10, keine Frage. Das kenne ich aber gar nicht. Hast du nicht noch krassere? Irgendwas ist, warte mal. Was da? Okay, die kenne ich aber alle nicht. Okay, Real Talk, ich muss aber sagen, also ich habe immer von Banani mitbekommen und wusste, dass er Dilara-Videos gemacht hat, aber ich war in diesem Dilara-Thema null drin. Also Dilara-Stege-Thema. Ich war da überhaupt nicht drin. Weil, also ihr wisst ja, das hat mich sogar abgefuckt damals. Weil das überall so war. Ich war, glaube ich, einer der einzigen von unserer Bubble, die nicht darüber geredet haben. Und sich nichts davon angeschaut haben. Reagierten auf den Song, die Community Muffins backen wir noch, das machen wir noch. hat's gefeiert. Ich veröffentlichte ihn direkt auf YouTube und machte mehrere 10.000 Klicks. Stegis Reaktion ist mit 300.000 Aufrufen darauf komplett viral gegangen. Und ich landete sogar im Sata Hugo Video. Song 2 folgte nach 2 Wochen. Ich weiß jetzt nicht, ob man damit flexen kann, Banani. Aber gut. Und auch dieser wurde 1000-fach geklickt. Ich ballerte also wieder Content und habe wieder einen kleinen Aufschwung auf meinen Kanal erlebt. Diese ganze Psychose in Verbindung mit weiteren Clips, die ich bereits für andere Streamer erstellt hatte, wie zum Beispiel der Sonic-Trailer mit Papa Platte und Basti, hast du auch gemacht? Mir Der war gezeigt, krass. dass ich wirklich wachse und was meine Leidenschaft ist. Und zwar einfach Content zu erstellen, wo Menschen mit Spaß haben und das Video danach noch 3-mal schauen. Ich hatte daraufhin also wohl das einprägsamste Gespräch mit meiner Familie und setzte alles darauf, dass ich es alleine schaffen werde. Ich schmiss Ende August die Ausbildung, reichte am gleichen Tag noch meine Kündigung bei der Ausbildungsstelle ein und kümmerte mich sofort um den ganzen Papierkram, den man als Selbstständiger so zu erledigen hat. Und hatte Anfang September meinen ersten Monat als Selbstständiger. Ich merkte, wie bereits Er lebt das Leben wie du. Naja, nur, dass er Abi hat und ich gar nichts und ich die Schule einfach geschmissen habe. Hast du damals den Ausschnitt gesehen, wo du Synchronrolle hattest im Mario-Film? Glaube nicht, nee. Ich wüsste jetzt nicht, was du meinst. Zeitpunkt so eine große Last von meinen Schultern Moment, fiel, okay, was ja Post-Trap. eigentlich komplett das Gegenteil von dem ist, wie es mir eigentlich hätte gehen sollen. Ich meine, ich hatte gar kein Einkommen mehr, musste irgendwie meine Kosten decken und stand eigentlich damit POV, ich jetzt nach Schweiz-Tour. gar nichts. Aber das war mir alles scheißegal, weil ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, das zu machen, was richtig für mich ist. Ich streamte also hin und wieder, habe mir Gedanken gemacht, was meine Pläne für meinen YouTube-Channel sind, bis ich dann eines Tages eine Ja, was ist das hier? Ihn retten. Ah ja, das habe ich gesehen, ja. Wir werden ihn retten. I-Stimme eigentlich gemacht? Wie viel hast du Schweiz zu verdient? Pff. Wollen wir jetzt wirklich darüber reden kurz? Warte, ich kann gucken. Ich habe echt gar nicht geschaut. Ich habe nicht geschaut, wie viel ich verdient habe mit den Streams. Warte. Muss ich jetzt kurz ausrichten, Digga. Boah, ja, das muss ich jetzt kurz rechnen, mal kurz. Nix, minus 2k, aber Bruder, nicht, ich wünschte minus 2k, ich wünschte. 200 plus 400. ...150 plus... Ich habe mit Subs verdient während der Schweiz-Tour 1700 Euro. Ich habe bekommen 730 Subs. 730 Subs. Fun Fact an der Sache: Ich bin dankbar für jeden einzelnen Sub. Ihr wisst. Aber ich habe während der Schweiz-Tour weniger Subs gemacht, als wenn ich normale Streams mache. Das ist krass. Aber das ist ja nicht schlimm. Weil es ist immer so. Bei mir zumindest. Wenn ich IRL-Streams mache, hat keiner rein. Warum? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich weniger vorlese, I guess. Ja.
Also jetzt kommen wir zu den Einnahmen Werbung. Ich habe mehr mit Werbung gemacht mal wieder, ist ja klar. Um genau zu sein, das Doppelte. Oder das Dreifache sogar. Ja, das Dreifache. Nee. Ja, fast. 4.000. Ich habe 4.000 mit Werbung gemacht. Weil wir halt jeden Tag 60 Stunden live waren gefühlt. Heißt, ich habe verdient mit Schweiz-Tour 5.750. Und Ausgaben. Oh, AI-Donos, stimmt, hab ich doch gar nicht Digga, hab ich doch gar nicht geguckt. Guter Call. AI-Donos müssen ja eigentlich. Wir hatten auch so 80er-Dono und alles und 100er, 200er. Stimmt. 2000. Heißt, wie viel? 7.000. 7.000 plus gemacht. Wow. Wow, da komme ich immer wieder. Digga, das hab ich gar nicht im Kopf gehabt. Müsste ich. Und Placement? Ja, Placement. War, also kann ich nicht sagen, wie viel, aber war einfach nur geil, dass Asus geschwottet hat ein bisschen. Ich müsste. Annika macht mir die Liste ready, wie viel Ausgaben wir haben. Kann sein. Kann sogar sein, dass ich nicht im Minus bin. Kann sein. Wir müssen die Liste bekommen. Also wenn es 10 bis 11 sind, dann bin ich. Glaube, ja, plus minus 0, glaube ich. Boah, das wäre krass. Und wir laden ja noch Videos hoch, die werden ja aber jetzt nicht viel machen, also da wird ein Video vielleicht 300 machen. Ja gut. Na gut, das ist, ja, okay. Nicht schlecht. Na gut. Eine Nachricht erhalten habe, dass Stegi Würde deine Community nicht zu 80% aus Minderjährigen ohne Geld bestehen, hättest du mit den AI-Dos noch dumm viel mehr gemacht. Ich weiß. Ich weiß, Bro. Oder wenn man so ältere Viewer hat, Digga, dann kriegt man so krank viele Subs, das ist crazy. Egal, Jungs. Egal, ich bin zufrieden mit euch. Deswegen, aber guck mal, deswegen hab ich, auch wenn ihr jetzt sagt nein, deswegen hab ich einen besseren Chat. Also, was heißt besseren Chat? Ich habe Leute, die checken, was 7TV ist. Haha. Susi, danke fürs am 16. jemanden braucht, der für seinen Cutter einspringt. Er hatte dann onstream nach mir gefragt, ich habe ihn direkt auf Discord geaddet und habe am gleichen Tag noch angefangen, das Video für ihn zu schneiden. Er war absolut zufrieden und ich habe mein erstes Geld damit verdient, für jemanden was zu cutten. Und ab diesem Zeitpunkt war mir klar, dass es das sein wird. Und ich alles auf dieses Cutter-Ding auslegen werde. Kurze Zeit verging und ich habe bei Dilara angefangen, dann folgten erste Aufträge von anderen. Ich bin bei Philo eingesprungen, habe bei einem Kollegen von mir ein paar Aufträge angenommen, habe Kontakt zu Kid bekommen, ein absolutes Idol in Sachen Musik, und habe mit ihm zusammenarbeiten dürfen. Mein Clip, womit das ganze Ding hier überhaupt angefangen hat bei den Domus 2023 gewonnen. Und als letztes haben wir die Kategorie Bestes Community Video. Banane, ey, da ist dieser Igel, den ich die ganze Zeit auf WhatsApp benutze. Bro, ich spam den tot. Warte. Hier. Wie heißt der? Ich benutze den die ganze Zeit auf WhatsApp. Bro, egal was ich schreibe, ich benutze diesen Hurensohn. Hasty. Bruder, ich schreibe irgendwie, hab mir mein Bein gebrochen und da war ich diesen Igel. Ich benutze den zu allem einfach. Bro, egal was, ich benutze den gerade auf WhatsApp. Die Video. Ich kann den Shit nicht mehr sehen. Und dort hat gewonnen Rezwan. Ich glaube, bei Phineas ein Dreieck. Sonic ne? the Babasti. Ja. Oh, Digga, let's go! Und ich war im absoluten Rausch. Im Frühjahr 2024 habe Ich war auch gestern im Rausch, dass ich mir Koks reingenommen habe. ich mich das erste Mal mit After Effects auseinandergesetzt und mit solchen Animationen gestartet, die aber der Anfang waren für das, was daraus noch folgte. Bro, das ist scheiße gut animiert, Bruder. Ernst. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Ich meldete mich kurz Ja, darauf bei sorry, Hugo auf sorry. Twitter, weil er zu dem Zeitpunkt schon ein Digga, Trollspear. Suche immer noch Cutter und Thumbnail-Designer. Weiß nicht, welche kennt oder ihr selber wirklich krass seid und viel Zeit habt, gerne melden. Bitte kommt mir nicht mit, ihr habt studiert für irgendwie Cutten für Fernsehen. Bro, ich hab da irgendwie 10 Tweets gemacht, dass ich Cutter suche. Bro, aber mittlerweile sind wir in der neuen Ära angelangt. Ich hab zwar jetzt Banani als Cutter, aber ich suche einen Thumbnail-Designer. Weil der jetzige, den ich jetzt hab, der ist, also, der war, als ich den das erste Mal hatte, war er für gar nicht so viele Thumbnail-Designer.
Aber ich habe auch halt auch gesagt, yo, der und der, und dann hat er auch mehr Aufträge bekommen, immer mehr. Und jetzt hat er mittlerweile auch immer weniger Zeit. Scheiße, Mann. Bro, es gibt so wenig Thumbnails. Digga, Retalk, es gibt Louis, es gibt Aslak, es gibt Sulmino, den ich jetzt hab. Digga, das war's. Wen gibt's noch? Tot. Also Jungs, falls ihr noch irgendwie Geld verdienen wollt, fangt doch mal mit Thumbnails an. Ich glaube, das ist gerade eine Nische. Ein paar Monate nach einem Cutter gesucht hat. Er antwortete am selben Tag und ich fing direkt an, die ersten Videos zu schneiden. Und die waren wirklich lange nicht perfekt und aus heutiger Sicht echt Digga, chaotisch. Retalk. Bro, der hat... Banani ist so in kurzer Zeit so krass geworden, ne? Digga, ich weiß noch, die ersten Videos, da waren so ein bisschen so... War alles noch so unperfekt und alles mittlerweile, mashallah, perfekt. Aber mit der Zeit habe ich mich da reingearbeitet und Hugo ist wirklich ein absoluter Herzensmensch. Gänsehaut. Aktuell gehen ja echt viele negative Beiträge über ihn rum und aus Oh, schöne. Grund denken auch viele, dass er mich irgendwie unterbezahlen würde oder sonst was. Was so gar nicht der Fall ist. Nach den ersten Aufträgen hat er mich exklusiv haben wollen für einen super Preis und gibt von sich aus auch Zuschüsse, die absolut nicht selbstverständlich sind. Endlich sagt jemand's. Und dass jemand da noch so korrekte Worte für den Cutter übrig hat. Ich finde das Intro so geil, weil ich ihm nicht gesagt habe, wie er das machen soll und er hat trotzdem Paid-Beitrag. Ich habe ihm dafür 100 € gegeben, Jungs. Du hast ihn gezwungen. So gut gemacht. Ich liebe meinen Cutter, den ich momentan habe. Danke, Banani. Er ist fest angestellt bei mir. Ich liebe es. Ich bereue keine Minute mit ihm. Ich liebe ihn. Endlich habe ich meinen Cutter gefunden. Bruder, ich sag ehrlich, keine Ahnung, wie oft ich sowas überhaupt mal von anderen höre. Naja, Gänsehaut. und damit sind wir jetzt auch bei der Gegenwart angekommen. Ich habe So, mein Banani. Da kann ich ja mit der Bezahlung jetzt runtergehen. Ich habe dich jetzt glücklich gemacht und jetzt kommt die Knechtarbeit. Jetzt kriegst du weniger Geld, kein Bonus mehr und du musst weiterarbeiten. Twitter-Game weiter ausgebessert und poste Ich wechsle dann zu Kevin. Scheiße, Digga, hab mich an den Eiern. so viel Shit, der einfach krass gut ankommt. Ich habe Kontakt in der Szene mit übertrieben talentierten Menschen geschlossen, die wirklich Top-Tier-Editor sind und wirklich mies Du hast mit richtig vielen Editern Kontakt, aber mit keinem Thumbnail-Designer, Banani. Ich habe gestern Banani gefragt, ob er irgendwen kennt. Er kennt keinen. korrekt. Und inzwischen will niemand Geringeres als der Typ mit mir zusammenarbeiten, für den ich damals den ersten Clip geschnitten Banani, aha. Du bleibst doch sicher, oder? habe, den ich für einen anderen Creator gemacht habe. Nee, ich habe echt Aha. gerade Banani bei Discord vor diesem Stream geedit. Weil ich möchte den Hugo ausspannen, dass er für mich arbeitet. Nee, Spaß. Nicht schon wieder. Aber vielleicht machen wir irgendwas zusammen. Ich bin da, wo ich immer hin wollte. Ich habe mich von dem Nicht schon wieder, Digga. Hugo, du warst nur das Sprungbrett. Digga, das war ich schon mal. Das war ich schon mal, Bro. Junge. Die Old Viewer, die wissen. Die wissen. Digga, das war so respektlos, Mann. Ich sage jetzt nicht den Namen nicht, okay? Aber ich hatte schon mal einen Cutter, den dann Leute halt durch mich, weil der Cutter mal wieder kennengelernt haben. Er meinte dann, er kann nicht mehr cutten. Aus gewissen privaten Gründen. Er darf nicht vercutten. Bruder, 2 Wochen danach, er cuttet bei Celtics. Tot. Bro, er hätte doch einfach sagen können, er cuttet für ihn. Digga, das war so krass. Danke, danke bis am 7. Koro, danke bis am 17. Dankeschön. Tiefpunkt meines Lebens innerhalb von 10 Monaten an diesen Punkt gekämpft. Und ich bereue keine Entscheidung, die ich während und vor dieser Zeit getroffen habe. Aber ich dazu auch sagen muss, damals hatte ich halt. Also damals habe ich so gut es geht versucht, fair zu bezahlen, aber Bruder, ich habe halt nichts mit meinen Views verdient, ne? Da hat ein Celtics halt mehr verdient, so. Da check ich das. Das gleiche jetzt auch wahrscheinlich bei Kevin. Digga, wenn Banane über Kevin rübergeht, obvious kriegt er wahrscheinlich mehr. Aber, Digga, ich schwöre, Kevin Hurensohn, wenn er klaut. Real Talk! Nein, ich rufe den jetzt an. Der darf nicht. Wenn er macht, ehrenlos. Achso, hat er Date mit Mascha? Egal. Muss er jetzt kurz reinplatzen. Er macht Date mit Maschallah.
Ja, okay, geht nicht ran, glaube ich. Ja, warte, wir sind fertig. Alles hat mich an diesen Punkt hier gebracht und ich bin wirklich dankbar dafür, meinem Ich von vor 12 Jahren diesen Wunsch erfüllt zu haben. Also wirklich danke an jeden, der das irgendwie supportet hat. Man hätte mir wirklich kein größeres Geschenk auf dieser Welt geben können. Wow. Woo! Alter, wird der gut paid. Schau mal, der ist echt gut. Ja, stimmt. Falls irgendein Thumbnail-Designer for real jetzt gerade hier ist, weil ich das vorhin angesprochen habe, schreibt mir auf Twitter. Ich suche for real einen. Also ich hab zwar einen, aber der wird auch immer busier. Ja. Genau. Das hier. Deswegen hab ich Feuer, Stahl, Samus White League. Auch wenn ihr jetzt sagt nein, deswegen hab ich ein besseres. Oder nur weil hier ein Feuerstahl ist, heißt das nicht, dass ich das Samus White. Bro, hier steht mein Name sogar drauf. Das wurde mir geschenkt von einem Viewer. Ja, eben, den habe ich seit 2 Jahren. Wir hatten nicht mal Feuerstahl bei Samus White. Oh nein, oh nein. Oh, Kevin ruft an.